Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren, ja, nicht FC Bayern Talk, sondern Bundesliga Talk. Leute, Bundesliga ist zu Ende. Ihr seht, ich habe Deutschland-Trikot an, heißt kein Bayern Talk. Gerade das Video zur Nationalmannschaft aufgenommen und wollte jetzt mal so ein kleines, meine Meinung zur Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga loswerden. Und bevor ich das tue, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja? Und ansonsten lasst gerne einen Kommentar da für den Algo. Ist immer ganz nett. Gut, da gehen wir auch ohne Umschweife rein. Ich denke, zum FC Bayern ist alles gesagt. Deutscher Meister hochverdient, überragende Saison gespielt, schön Fußball gezeigt, alles gut. Borussia Dortmund als Tabellenzweiter. Ich glaube, habe ich sogar so vorhergesagt vor der Saison, bin nicht ganz sicher. Ich hatte auch Leipzig ein bisschen auf dem Schirm. Dortmund hat, denke ich, mit 22 Siegen, 7 Unentschieden, 5 Niederlagen das erfüllt, was man von Dortmund erwarten konnte, würde ich sagen, oder? Ich meine, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Dortmund-Lore, aber ich denke, das ist, was man von Dortmund erwarten konnte. Leider, das gilt aber leider für die ganze Bundesliga, gibt es nicht wirklich einen Gegner für uns. Ich weiß, das hört sich jetzt wieder hochtrabend und hochnäsig und übermütig an, aber es ist einfach Fakt, Alter. Ja, wenn wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, dann gibt es in der Bundesliga nichts, was auch nur ansatzweise auf Augenhöhe ist, außer natürlich der FC Augsburg, der uns zu Hause geschlagen hat. Ist ein bisschen schade, ich würde es mir anders wünschen für die kommende Saison. Sehe ich da Besserung? Nein. Ja, bevor ich jetzt ein bisschen weiter drauf eingehe, auf die Tabelle. Wenn die Bundesliga jedes Jahr ihre besten Spieler abgibt nach England oder sonst wohin, dann wird es keine Konkurrenz geben für den FC Bayern, weil der FC Bayern ein Verein ist, der Spieler aus der Premier League kauft. Ja. So, und alle anderen Vereine verkaufen ihre Spieler in die Premier League. Klar kommen dann immer wieder neue Spieler nach, so wie Diamonde oder auch bei Freiburg den einen oder anderen. Es gibt überall immer mal wieder dann die Talente, die durchstarten, ja. Aber die sind dann auch wieder übernächstes Jahr weg. So, das ist der Kreislauf, ja. Und wie soll sich da dann eine Mannschaft mal dahin entwickeln, um für den FC Bayern wirklich eine Konkurrenz zu sein? Ja, wenn selbst Borussia Dortmund ihre besten Spieler Jahr für Jahr verkauft, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, wo wir gerade sehen, dass die auf dem 8. Platz rumdümpeln, ja. Warum? Weil sie ihre besten Spieler verkauft haben. Ja, so ist es. Ja. Ähm, die Clubs müssen irgendwann mal dahin kommen, die müssen ja irgendwann mal genug Geld haben. So, ich meine, Frankfurt, ich weiß nicht, wie viele 100 Millionen Transfers die schon gemacht haben, allein an Paris und so weiter, die letzten 2, 3 Jahre. Genauso wie Stuttgart, genauso wie Dortmund. Gehen wir mal die letzten 10 Jahre, müssten wir mal eine Tabelle raussuchen, gibt es bestimmt. Ich kann da mal kurz gucken, warte mal. So, Leute, Achtung, Flashbang, es wird hell. Hier, transfermarkt.de. Transferbilanz der letzten 5 Jahre der Bundesliga-Clubs. Nehmen wir FC Bayern München hat minus 150 Millionen, Leverkusen hat minus 20 Millionen, Eintracht Frankfurt plus 154 Millionen, selbst Dortmund hat 55 Millionen plus, Freiburg 38, Mainz 60 Millionen, also 59. RB Leipzig 54 Millionen, Werder Bremen 47 Millionen, VfB Stuttgart 133 Millionen, Borussia Mönchengladbach 10 Millionen. Wir lassen jetzt mal Wolfsburg die 126 Millionen minus haben. Anderes Thema, können wir ein anderes Fass aufmachen. Lassen wir mal weg. Aber das nur mal zum Untermauern meiner These. Ja, solange diese Clubs Verkäuferclubs sind, wird sich das nicht ändern. Ja, aber irgendwann muss ja mal gut sein. Ja, wenn man jetzt sieht, so Frankfurt, Stuttgart, die in den letzten 5 Jahren über 100 Millionen, 150 Millionen plus gemacht haben, muss doch irgendwann mal der Punkt sein, dass man sagt, ey, geil. So, wir haben jetzt 200 Millionen liegen. Jetzt ist es doch auch mal Zeit, dass wir mal eine Mannschaft halten und mal eine Mannschaft aufbauen und mal ernsthaft versuchen, irgendwie konkurrenzfähig zu werden. Ja, natürlich ist dann immer noch so ein Abstand zum FC Bayern, aber du kommst doch wenigstens mal dahin. Ja, klar wird man nicht, wir brauchen nicht über Kaderwerte reden oder sonst wie Mist. Ja, man sieht an Freiburg, was möglich ist, wenn man eine Mannschaft ist. Oder auch an der Hoffenheim sieht man, was möglich ist, wenn man eine Mannschaft ist. Ja, es geht doch darum, dass die Top-Mannschaften der Bundesliga einfach mal ihre Kader zusammenhalten, damit da auch mal was wächst, ja? Und das passiert halt nicht. So, und deswegen ist es dann 'n leichtes, weil wir halten unseren Kader zusammen, ganz im Gegenteil, ja?
Wir sind ja jetzt im letzten Jahr und auch das kommende Jahr, wir werden unseren Kader punktuell verstärken. So, ja, wir werden Altlasten los mit Leon Goretzka, was nicht bös gemeint ist, Rafa Guerreiro, ja. Und wir werden den Kader mit 2, 3 punktuellen Neuzugängen verstärken und ansonsten werden da starke Talente hinter dran sein, ja. Und wenn sich von diesen Talenten halt irgendwas herauskristallisiert, wie so ein Lennart Kahl, ja, dann wird er aber auch nicht verkauft werden. Dann wird er entwickelt werden. So, das ist der Unterschied, ja. Und solange das nicht passiert, sorry, ist die Bundesliga auf die nächsten 10 Jahre gesehen super langweilig und der FC Bayern wird jedes Jahr Meister werden, es sei denn, er verliert die Motivation. That's the point, Alter. Ja, und das macht mich traurig. Sage ich euch, wie es ist. Ich würde es viel, viel geiler finden, wenn so eine Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden wird oder am vorletzten Spieltag, ja. Ähm, Ich sehe aber keine Mannschaft. Ja, bei Borussia Dortmund ist es, glaube ich, gar nicht möglich, weil der BVB 'ne eigene an der Börse dotiert ist, eine Aktiengesellschaft ist. Ich glaube, der muss sogar Plus machen, wenn da Angebote kommen über 100 Millionen, kann der BVB nicht sagen: „Ne, verkaufen wir nicht." Ja, weil Borussia Dortmund sein Aktien Dingens gegenüber verpflichtet ist, Gewinne zu erzielen, ja. Das ist halt so eine Krux, wenn man an 'ner Börse ist. Aber auch gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, irgendwie so ist das, ja. Aber ja, man sieht es ganz schön an Frankfurt dieses Jahr, ne? Was es bringt, jedes Mal die besten Spieler wegzuknallen so und sich nichts aufzubauen. Schwierig. Natürlich verlockend, wenn da die Engländer kommen und sagen: „Komm, hier hast du mal 30 Millionen für so 'n Durchschnittsspieler oder hier hast du mal 100 Millionen für irgend 'n Spieler, der eine gute Saison gespielt hat." À la Nick Wollemaler, der sogar nur 'ne halbe Saison gespielt hat. Ja, kann ich dann schon verstehen, aber dann wird man halt keine sportliche Entwicklung haben, ja? Und ja, das nur mal der Ausblick auf die kommenden Jahre, Alter, ja? Der macht mich 'n bisschen traurig. Ähm, Es ist schön, dass dann immer mal wieder so Vereine wie Freiburg rausstechen, ja? Die dann trotzdem, weil sie eine Mannschaft sind, weil sie eine Philosophie haben, über Jahre gewachsen, es dann mal in so ein Europapokalfinale schafft, auch wenn sie da natürlich chancenlos waren, so ehrlich muss man auch sein. Ähm, Ich bin gespannt, was die Zukunft bereithält für die Bundesliga. Ja, da muss langsam Umdenken kommen, ansonsten wird es schwierig werden, auch für die Europapokalwettbewerbe, ja. Ich meine, wir haben jetzt die große Chance mit Hoffenheim und Leverkusen nächstes Jahr in den nicht so geliebten Europapokalwettbewerben mal was zu reißen. Aber das haben wir die letzten Jahre auch schon so oft gehabt, ne? Dass 'ne Mannschaft, die mal keine gute Saison hatte, da reingekommen ist und dann einfach so gar keinen Bock hatte und gegen irgendwelche griechischen Vereine oder sonst was, die drittklassig waren, verloren haben, ja. Da gilt's halt einfach auch mal ein bisschen an der Einstellung zu arbeiten, ne? Dieses Jahr war die Europapokalsaison völlig in Ordnung, dank natürlich auch Freiburg und Mainz, ja, die da gut Punkte geholt haben für Deutschland. Dass überhaupt die Chance noch da war bis zum Ende für den 5. Champions-League-Platz. Ich glaube nicht, dass das die nächsten Jahre passieren wird. Gut, das nur mal ein kleiner Ausblick. Jetzt gehen wir mal rein. Ja, Borussia Dortmund, denke ich, wie gesagt, hat dann zum Ende der Saison auch ein bisschen abgeschenkt, hatte man das Gefühl, wo der Bums durch war. Verständlicherweise, ist menschlich. Ich denke, Borussia Dortmund hat das gezeigt, was Borussia Dortmund zeigen konnte. RB Leipzig, schwierig einzuschätzen, hätte ich persönlich ein bisschen stärker erwartet, dass sie 9 Niederlagen bekommen haben. Sehr unkonstant gewesen über weite Strecken, aber hatten natürlich auch wieder einen harten Umbau. Ist genau das, was ich gerade ausgeführt habe. Da ist auch ein großes Kommen und Gehen immer am Start. Und das, obwohl es gar nicht nötig wäre, ja. Die könnten auch so wieder wie Wolfsburg das machen mit 120 Millionen Minus nach in 5 Jahren. Kohle wäre genug dahinter. VfB Stuttgart. Ja, VfB Stuttgart, ich denke, auch der hat das erfüllt, was er erfüllen konnte. Ja, hat sich zum Ende hin aufgerafft, auf jeden Fall in diese Saison. Ähm, Hatte auch keine leichte Saison, wieder mit den Abgängen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, es wird Zeit, dass in Stuttgart jetzt irgendwann mal das Umdenken anfängt. Hoffenheim, eine sehr, sehr positive Überraschung, auch wenn ich den Club persönlich nicht so mag. Die Entwicklung, die da genommen wird und die Art Fußball, die da gezeigt wird, ist gut und ich glaube, das ist auch ein Verein, der Bock hat auf Europa, der nicht so sagt wie: „Oh ja, das ist hier der Verlierer-Cup." Ja, Grüße gehen raus an Franz. Rest in Peace, Alter.
Ich glaube, die haben Bock und das kann 'n sehr, sehr gutes Dingen sein, weil die auch eine gewisse Qualität haben, ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Leverkusen natürlich völlig unterperformt, war aber auch so zu erwarten, denke ich, nach dem ganzen Kommen und Gehen. Dazu die ganze Trainerproblematik, ja, wo der Trainer jetzt ja auch wieder in der Kritik steht und vielleicht 'n neuer kommt zur neuen Saison. Leverkusen würde gut daran tun, 'n Trainer dahinzustellen und zu sagen: „Das ist unser Trainer die nächsten 3 Jahre." Ja, ich weiß auch nicht, wie man 'n Trainer verpflichten kann und dann vorm ersten Spiel noch wieder entlassen kann. Also, dann hat man sich vorher nicht genug mit diesem Trainer auseinandergesetzt, ja. Und dann ist es natürlich schwierig, da jetzt was aufzubauen. Also, Leverkusen wird's auch nächstes Jahr noch schwierig haben, weil wieder 'n neuer Trainer kommt, der wieder erst mal 'n bisschen bei Null anfängt und wieder erst mal den Kader, oder die Spieler gucken muss: „Was kann ich gebrauchen? Was passt in meine Philosophie?" Bla Sülz. Also, das wird auch nächstes Jahr für Leverkusen kein leichtes Jahr. Das ist mein Take. Freiburg super strong, ja. Warum? Weil ihr müsst mal gucken, dass Freiburg die ganze Saison durch bis zum Ende Europacup gespielt hat, genau wie wir. Und dann Tabellen-7. zu sein, überragend. Überragend, Alter. Überragend. Ich weiß nicht, wann das letztes Mal 'ne Mannschaft geschafft hat, ja, die so zum ersten Mal in dieses Getriebe reinrutscht, Europacup, ja? Da haben wir ganz, ganz viele Mannschaften erlebt, die das geschafft haben und dann aber hart abgestürzt sind in der Bundesliga, ja? Freut mich riesig für Freiburg, da die beiden Pokalfinalisten in der Champions League spielen, rutscht Freiburg wieder in den Europacup, wenn ich's richtig im Kopf habe. Ähm, Freiburg nimmt 'ne sehr, sehr gute Entwicklung und ja, hätten sie nicht Europacup gespielt, wäre wahrscheinlich noch mehr drin gewesen, ne, wenn wir ehrlich sind. Frankfurt sehr enttäuschend, super enttäuschend, wenn man sich das anschaut mit 44 Punkten hinter Freiburg noch. I don't know, ja. Aber da gilt dasselbe wie für Stuttgart. Wenn man jedes Jahr die besten Spieler verkauft und die Millionen scheffelt, ja, wird schwierig. Augsburg am Ende, nach der Sandro-Wagner-Fahrt, ja, auf das besinnt, was Augsburg kann, ja, sich nicht neu erfunden oder sonst irgend 'n Scheiß gemacht, ja, und kein Trainer, der 'n Selbstdarsteller ist und meint, er muss alles umkrempeln und muss hier was weiß ich was machen. Ja, ist dann am Ende sogar noch 9. geworden, ja. Hut ab. Mainz, ja, Mainz hat sich wahrscheinlich einen der besten Trainer, der in die letzten Jahre in der Bundesliga aktiv war, geangelt und Mainz kann nächste Saison 'ne Riesenüberraschung werden. Also, ich traue den Mainzern auf jeden Fall zu, dass sie nächstes Jahr um Europacup spielen in der Bundesliga, ja. Wenn die nicht irgendwelche großen Verluste haben, kadertechnisch und wenn da nach den Vorstellungen noch mal 2, 3 Spieler geholt werden, war der größte Fehler, dass Union den Trainer entlassen hat damals, ja. Und man sieht, Union ist noch hinter Mainz und Mainz kommt irgendwo von da ganz unten, aus der Saison, ja. Also, Mainz auch 'ne Überraschung der Rückrunde auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, kann man sich die Rückrundentabelle angucken? Warte mal. Ja, nur mal ganz kurz. Hier sieht man's, ne? Rückrundentabelle. Mainz und Augsburg. Wild, oder? Nur mal ganz kurz. Ohne nachzugucken, hat das ja meine Thesen gestützt. Ist ja wild. Union Berlin, super enttäuschend. Union Berlin war auf 'm sehr, sehr guten Weg die letzten Jahre. Ähm Man hat da 'n Baumgart geholt, der einfach gar nicht gepasst hat. Entweder hätte man sagen müssen: „Jo, Steffen, let's go, du bist der Trainer die nächsten 4 Jahre, bau den Kader nach deinen Wünschen um." Ähm, oder man hätte ihn gar nicht holen sollen, ja. Hat halt 'ne ganz, ganz andere Art, Fußball spielen zu lassen, als wie Union Fußball gespielt hat. So, ja, da ist immer noch 'n bisschen Urs Fischer drin. Ähm Und Union wollte irgendwie den nächsten Step machen und wollte ich weiß es nicht, was Union am Ende wollte. Ja, Union hat 'ne enttäuschende Saison gespielt, lange Probleme gehabt, noch um Abstieg. Weiß ich nicht. Union muss 'ne klare Linie finden, denke ich, was Trainer und Mannschaft in eine Linie bringt. Dann ist natürlich viel möglich bei Union. Bin sehr gespannt. Dasselbe gilt übrigens für Gladbach, ja.
Ich hatte Gladbach sogar als Absteiger dieses Jahr, haben sich ja dann noch gefangen. Auch da schwierig. Schwierig, schwierig. Kann ich für nächste Saison gar nicht einordnen, ist für diese Saison auf jeden Fall für mich nicht enttäuschend. Ich denke, für alle Gladbacher auf jeden Fall enttäuschend, die Position. Ich habe damit gerechnet, dass sie eine schwere Saison haben werden. Die haben sie gehabt. Ja, für die beiden Aufsteiger, Hamburg und Köln, ähm, ich denke phänomenal. Ja, da geht es um nichts anderes wie 'n Klassenerhalt. Hamburg hat den sehr früh geschafft, Köln ein bisschen später. Ich denke auch, darum geht es nächste Saison auch für die, ja. Werder Bremen, sehr enttäuschend, wenn man ehrlich ist. Ich weiß nicht, warum ich heute so oft, wenn man ehrlich ist, sagt. Ähm, ich habe zu viel ich habe mir letztens Podcast angehört mit Felix Bannerschak und der hat so oft, gesagt, wenn man ehrlich ist. Ja, Politiker halt, ne? Deswegen habe ich das gerade drinne. Ja, Bremen auch enttäuschend, ja, muss man so sagen, dass die natürlich ein schweres Jahr haben werden, war auch klar, aber so schwer ist dann auch schwierig. Wolfsburg, wenn man ehrlich ist, wir haben es gerade gesehen, in den letzten 5 Jahren minus 130 Millionen Transferausgaben gehabt. Ja, let's go, die haben es verdient, in die zweite Liga zu gehen. Ja, diese Relegation ist für mich 'ne absolute Farce, gehört abgeschafft. Ich weiß nicht, warum man die damals wieder eingeführt hat. Ja, Fernsehgelder, wir müssen die Bundesliga spannender machen, weil Bayern jedes Jahr Meister wird, dann müssen wir da unten irgendwas machen, um irgendwie Fernsehgelder zu generieren, war wohl die Idee. Ähm, wer mit den Etat so eine katastrophale Saison spielt, hat abzusteigen. Punkt. Ja. So, ich drücke Paderborn alle Daumen fürs Rückspiel. Ja, Heidenheim nach einer furiosen Aufholjagd zu spät, warum auch immer, ja. Sehr sympathischer Trainer auch, sehr sympathischer Verein für so einen kleinen Verein und St. Pauli. Ja, St. Pauli war klar, dass das schwer wird. Dass sie jetzt am Ende sogar noch Letzter geworden sind, ist natürlich schon hart. Hatten eigentlich gut reingefunden, ja, und es ist immer schön, St. Pauli in der ersten Liga zu haben, so von der Stimmung her. Ja, am Ende des Tages, sportlich ist es eine klare Nummer. Pauli und Heidenheim gehen runter, verdient runter, mit 6 Punkten hinter Bremen. So. Und wir freuen uns nächste Saison auf Schalke zurück in der ersten Liga. Die werden es auch sehr schwer haben. Ähnlich wie Hamburg, Köln, Bremen, Gladbach, weiß ich noch nicht. Dazu Sandhausen, ja, das Märchen von dem kleinen 12.000 Dorf. Bin ich sehr gespannt, wenn sie ihrem Motto treu bleiben und mit dieser Mannschaft, die eigentlich keiner auf dem Schirm hat, versuchen, das Abenteuer Bundesliga zu gestalten, haben sie auf jeden Fall eine vollen Sympathien. Und ja, jetzt könnt ihr mir wieder kommen mit: „Ja, ja, wir wollen aber hier die Traditionsvereine in der ersten Liga sehen, wie, weiß ich nicht, Lautern und so weiter, Düsseldorf“ und ja, da müssen die halt sportlich mal liefern, ja. Wenn Vereine wie Hoffenheim, Augsburg, etc. das besser machen, ja, dann sind sie verdient in der ersten Liga. Das ist Leistungssport, Leute, ne? Das sollte man immer auf dem Schirm haben. Ja, ich denke, vieles war erwartbar in der Bundesliga-Saison, ja, dass, Dortmund, Leipzig und Stuttgart sich für die Champions League qualifizieren. Ich denke, das ist jetzt nicht die große Überraschung. Dann ist eher die Überraschung, dass Leverkusen sich nicht qualifiziert. Die große Überraschung ist, dass Hoffenheim sich so souverän für den Europacup qualifiziert und knapp an der Champions League gescheitert ist, denke ich. Und ja, Wolfsburg ist die große negative Überraschung. Der Rest ist so ein bisschen vorhersehbar, ja. So Union und Gladbach ein bisschen enttäuschend. Rückrundenmäßig Mainz und Augsburg, 'ne kleine Überraschung. Ja, das trifft's eigentlich ganz gut aus meiner Sicht für die Bundesliga. Und ich freue mich auf die neue Saison und ja, ich weiß nicht, vielleicht macht Dortmund 'n Stepper. I don't know. Dortmund ist noch die einzige Mannschaft, der ich das zutraue. Ich würde es auch Leipzig zutrauen, wenn die ihren Kader mal 2, 3 Jahre zusammenhalten würden, oder den Stuttgartern, aber das passiert halt leider nicht, ja. Das passiert halt leider in Dortmund auch nicht, wobei Dortmund, glaube ich, an ihrem Zenit gespielt hat diese Saison. Da müsste schon 'n bisschen was im Kader passieren, damit die Ernsthaften das Level haben, um zu sagen:
wir greifen mal den FC Bayern an. Ja, und die müssten erstmal, haben wir ja schon mal gehabt, das Thema, die müssten erstmal ihren eigenen Anspruch hochschrauben dahingehend und sagen: „Ey, wir wollen Deutscher Meister werden.“ Ey, ob das jetzt gerade realistisch ist, wahrscheinlich nicht, wenn der FC Bayern Bock hat, nächstes Jahr genauso zu performen wie dieses Jahr, natürlich nicht. Aber man muss das äußern und sich nicht immer hinterm FC Bayern verstecken. Das ist, glaube ich, auch so ein großes Problem. Ja. Gut, Leute, das ist meine Einschätzung zur Bundesliga-Saison 25/26. Ich freue mich auf die kommende Saison. Jetzt freuen wir uns erstmal noch auf die Weltmeisterschaft und in diesem Sinne. Tschüssi.